Herzlich willkommen zurück, Sportsfreunde, bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Viel zu lange muss man darauf verzichten. Jetzt geht es endlich weiter und ich hoffe auch regelmäßiger, wenn nicht sogar noch viel mehr als jemals zuvor. Badum. Cliffhanger, war? Nein. Es geht darum, ja, mal da runterladen, dankeschön. Es geht darum, dass ich in nächster Zeit auch, oder beziehungsweise aktuell auch vorhabe, andere Let's Plays fertig aufzunehmen. Gewisse andere sind halt so Endlosprojekte wie Arno zum Beispiel, oder beinahe Endlosprojekte, die dementsprechend noch ein bisschen länger dauern und so. Und aber auch zum Teil dann vielleicht mal eine kleine Pause drin gibt und so. Und ich muss auch mal gucken, dass ich vor allem die Let's Plays mit Story, und da gehört das Master Duel auch noch dazu, dass ich die irgendwann schneller down kriege, damit die dann halt auch relativ zügig mal zum Online-Let's Play kommen. Weil momentan irgendwie so mit 4, 5, 6 Let's Plays parallel ist ein bisschen schwierig, aber wenn eigentlich 2 davon einen Hinweis quasi haben, von wegen, ja, wir sind ja bald durch. So schnell geht es leider doch nicht. Da müssen halt irgendwie andere darunter leiden. Aber das wird bald besser, endlich mal. Weil jetzt kann ich ja wirklich sagen, dass es wirklich so ist, weil ich wirklich das eine oder andere jetzt im Schlussspurt bin. Und es nicht mehr lange dauern kann. Und ich eigentlich nur momentan pausieren muss, weil ich keinen Platz mehr auf der Platte habe. Ja, wenn man so viel aufnimmt, dass sogar 2 Terabyte plötzlich voll sind, dann weißt du, okay, jetzt hast du irgendwie 50 Folgen auf Vorrat. Also wir sprechen natürlich von mehreren Let's Plays, nicht pro Let's Play. So, ist aber egal, es geht nicht um Master Duel. Hier nehme ich immer relativ frisch auf. Ist irgendwie auch ein bisschen Einstieg dafür nachher eben fürs Online-Let's Play. Weil das muss ich so oder so frisch aufnehmen, geht gar nicht anders. Und ja, Solo-Modus. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass es hier einen neuen Solo-Modus gegeben haben soll. Müssen wir jetzt mal gucken. Weil ich muss zugeben, ich bin komplett raus, was wir letzte Folge gemacht haben, aber dürfte nicht so schwierig sein, das nochmal zu eruieren. Weil ich habe mir nichts notiert. Und normalerweise notiere ich mir jeweils bei Let's Plays, wenn ich irgendwie etwas Wichtiges habe, wo ich weiß, hey, das muss ich das nächste Mal machen. Es könnte sein, dass das nächste Mal nicht direkt der nächste Tag ist, sondern vielleicht ein paar Wochen dauert. Das heißt, ich hatte, glaube ich, die letzte Folge hier relativ gut abgeschlossen, sodass sie jetzt völlig unbeschwert weiterzocken können. Getriebene Gerechtigkeit, daran erinnere ich mich sogar noch. Das Leideck. Getribria. Mein Gegner hat kein Getriebe. Ah, doch. Den Baumfrosch. Alter, ist die Karte alt. Die gute alte Zeit, wenn der Baumfrosch noch quasi ständig verboten war, weil er einfach so krass mächtig war. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, immer wenn er am Friedhof war. Du kannst ihn jede Runde da rausholen. Natürlich hat man meist nur einen Baumfrosch, hey, ist klar. Du darfst keinen diesen Effekt aufzulösen. Ist er neu? Du darfst keinen Zauber fallen kann kontrollieren, diesen Effekt zu aktivieren und auszulösen. Und aufzulösen, okay. Den Zusatz kann ich mich gar nicht erinnern. Du bist als Zweit, okay. Das ist neu jetzt beim Master Duel. Ey, das ist laut. War die ganze Zeit so leise, bitte so laut. Ich muss für den Namen noch ein bisschen was umstellen. So, was hat denn da? Gut, momentan eh kein wirkliches Monster. Oh, ja, das passt ja perfekt. Bye bye. Warte, jetzt. Noch schnell irgendwas aus dem Friedhof holen oder so. Friedhof geht gar nicht aus dem Deck natürlich. So, was könnt ihr jetzt? Kann er jetzt gar nichts mehr machen. Drei Stufe 4 ist natürlich auch übel. Weil man natürlich guckt, was man so noch im Deck hat.
So, was kann ich denn sonst noch machen? Im Friedhof, okay. Was? Beschwöre ist ja Spezialbeschwörung. Hm. Okay, ich könnte den zuerst rufen. Dann durch seinen Effekt den noch rufen. Und weil der ja durch seinen Effekt als Spezialbeschwörung gerufen wurde, kann ich noch einen rufen. Der kommt noch Spezialbeschwörung aufs Feld, okay. Das ist schon mal eine krasse Kombi. Das war der da. Dann kann ich sowieso rufen. Dann rufen wir mal den hier. Guten Tag. So. Gucken, wir haben 2 Stufe 3, 2 Stufe 4. Ich brauche für die Dinger natürlich jeweils... Warte mal. Ja, genau, den kennen wir ja. Außer Getriebe, aber irgendwie sonst... Getriebe, ja, doch, den war natürlich 3 mal Stufe 3. Auf den Karten. Mir wäre lieber drin Monster, aber das ist natürlich schwierig, weil ich kann ja nur Getribria-Dinger rufen. Also den hier. Wenn ich eh nur noch 1 hätte. Utopia. Getrieberiese, dann zählt wir nicht dazu. Ne, weil sonst können wir bereits rufen. Schade, schade. Was ich sagen wollte, mir wäre lieber, wenn ich ein Monster hätte, mit dem ich... Ganga, Dingsbums. Super Kanonenpanzer. 3 Monster Stufe 11. Mit dem ich alles an den Monster angreifen könnte. Das wäre mir irgendwie lieber gerade. Jo. Immer noch eins aus dem Deck, war. Was? Außer Getribria-Monster, das wollte er gerade machen. Oder? Warte mal. Muss auch irgendwas übersehen haben. Natürlich jetzt kacke. Ich wollte eigentlich den nutzen, um weiter das Getriebemonster zu rufen, aber irgendetwas hat das blockiert. Ich weiß bloß jetzt nicht, welcher Effekt das war. Ja, Kampfphase. Klar, er kann das mit dem angreifen, damit er schon mal einen weniger nachher rufen kann. Jetzt habe ich jetzt 2 auf dem Friedhof, das heißt, ich könnte nachher Getriebe wechselt spielen, mache aber erst später. Wenn ich genau weiß, was noch alles auf uns zukommt. Das lief jetzt nicht ganz so, wie ich eigentlich wollte. Der Baumfrosch natürlich. Jetzt kommt mit dem Kack-Baumfrosch. Warte mal, ich will jetzt hinter einer Hand hinzu, würde ich gerade sagen. Okay, dann nehme ich doch lieber... Ich kann den so nachher rufen, Stufe 4 ist dann nicht schwer, dann nehme ich lieber den hier. Hä? Das waren 2 verdeckte Karten, also 2 Zauberfallenkarten, krass. Krasser Typi. Okay.
Irgendwie kommen wir gerade so nicht weiter, wa? Mal kurz gucken, was jetzt passiert. Also doch, hä? Okay, creepy. Dann Effekte werden annulliert. Ach, deswegen. Das ist halt immer so, dass entsteht, sind Effekte werden annulliert. Ja, aber rufen kann ich es trotzdem. Hä? Ja, wie jetzt? So. Gehen wir einfach mal zum Gucken, ob er irgendwie das triggern würde. Nee, will er nicht. Okay, gut. Hätte sein können. Es gibt Trivia-Decks. Ja, ich hasse es halt, wenn sie sich gegenseitig aufheben. Das ist irgendwie ganz unpraktisch. Verstehe natürlich, das Ganze muss auch ein bisschen fair sein und so, aber so Dinger sind dann schon ein bisschen... Oh, der NPC überlegt. Hm. Wobei, ist nicht mal ein NPC. Ich wollte gerade sagen, entweder machst du eine Xyz-Beschwörung oder greifst dann, aber... Finde ich jetzt nicht nett. Kommt der Quatsch wieder. Autsch. Autsch. Au! Von der Magengegend. Ja gut. Sonst hätte er nicht rufen können, aber ganz ehrlich, naja. Ja, nun, ich kann ihn schon rufen, aber dann wird annulliert, super. Irgendwas Spezielles hier? Irgendwas, um irgendwas aus dem Friedhof zu rufen, wäre nämlich ganz geil. Der bringt mir auch nichts. Stufe 4 vom Typ Maschine bringt mir jetzt irgendwie auch nicht so viel. Ach, Kacke. Was Brauchbares im Friedhof? Schuhe 4, ja, die Dinger, aber die bringen mir ja nicht so viel. Hab irgendwie gerne ein bisschen Pech mit den Karten, die ich habe. Mir bringt gar nichts, was ich hier habe. Hinzufügen aus Getriebeaufbohrer. Ja, eben, außer vom Typ Maschinen, das ist nicht das Problem, aber was für ein Teil von Stufe 4 soll ich denn rufen? Macht irgendwas, irgendeine geile Effektkarte? Also ist nicht Normalbeschwörung. Ja, komm. Spielt keine Rolle, Freunde. Wie bereits erwähnt, ist jetzt schon die erste Folge seit Wochen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und nein, ich hatte keine Zeit, Offskin noch ein bisschen zu üben und so. Also sollten nochmal in einer Woche Folgen ausfallen, dann wäre es kein Problem gewesen. Aber das wollte ich nicht. So. Er hatte kein Problem, komm. Du bist als Erster. Der deutsche Satz, du bist als Erster. Im Sinne von, yo Mann, du bist als Erster. Oh, Rangsteigerung ist sauber.
Okay, der bringt mir gar nichts. Den kann ich machen. Ja gut. Dann nicht gerade so das super mega Imber-Ding, was ich habe, aber besser als gar nichts. So. Stufe 4. Ja, kann niemand die Abwehrdings. Wäre eigentlich mehr, falls ich irgendwie Xyz-Monster mit Stufe 4 mit Rang 4 rufen würde natürlich. Entschuldigung, nicht Stufe 4, sondern Rang 4. Nee, ist noch zu wenig. Schon so einer, ja, super. Okay, dann mal nehme ich den hier. Die Frage ist, was könnte ich rufen auf Rang 4? Einige Auswahl hätten wir zwar. Die Frage ist, bringt's was? Ja, Getrieberiese, der bringt was. Weil da hatten wir gerade, können auch mit den beiden mal angreifen und gucken, was er macht. Aber komm, ich nehme mal Getrieberiese. Und Belagerungsnetzwerk bilden. Xyz-Beschwörung. Trotzdem mal das. Warte mal. Der bringt mir nicht viel. Der vielleicht. Den am Werfen, so in eine Hand aufnehmen würde. Das ist eine Kalibration. Ah, im Friedhof, okay. Welches Getriebe-Viech wäre jetzt gut? Getriebe 2 oder 1? Dann nehmen wir den Zweier. Den Rangzauberungsding nutzen. Das wäre eine Option. Was kann ich denn hier nochmal rufen? Hä? Was will der? Ah, so. Ja, okay, aber... Wenn natürlich jetzt zerstört wird, aber gar nichts, so ich irgendwie rufen könnte. Natürlich ein bisschen doof. Und Xyz-Beschwörung. Im Lager mit einer Karte. Du hast ja auch Material. Naja. Okay, diese Wespe kam durch. Rangsteigerung ist sauber. Ne, geht sowieso nur mit Rang 4 Monstern. Dann hätte ich irgendwie eine Nummer rufen müssen. Naja.
Alles noch cool, alles noch cool. Nee. Oh! Das kommt unerwartet. Was kann der? Ja, ich weiß ja nicht, da bin ich jetzt dagegen, sorry. Und mein Zug. Oh, Blitzsturm. Ich kann natürlich nicht rufen, weil ich noch eine andere offene Karte auf dem Feld habe. Ja, ja. Ja, komm. Und noch ein paar andere Karten. Die Verteidigungsposition, ja, da will er sowieso hin. Da gefällt es ihm. Angreifen kann ich gerade eh nicht, kann ich ihn auch kurz switchen lassen. So. Die Wespe bringt's. Doof. Er der Unterweltler. Doof. Ist weiter in der Fallenkarte. Doof. Nicht ganz so geil. Permanent im Fallen. Ja, die Fallemonster, wa? Au! Das tut doch weh. Macht auch nichts, diese Beschwörung, ey. Nein, die Synchro. Oh, so ein Dreck. Erst einmal kurz flippen. Was füge ich denn da hinzu? Der wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ein Auto aber noch auf der Hand. Ja, komm. Und so schnell haben wir plötzlich 3 Viecher auf Stufe 4. So. Okay, was kann der noch? Das ist Material abhängen, ja, das ist halt die Frage, wa? Nochmal so ein Getriebe, ja, Riese. Ja, komm. Natürlich Defense, der ist auch zum Angriff gedacht. Ja, komm. Getriebe-Riese X! So, wir haben einen Rangsteigerungszauber. Man kann hier aber noch ein Ding abwerfen. Sprich, einen Effekt aktivieren.
die du in die Hand aufnehmen willst. Warum? Aha, in die Hand, warte mal. Auf dem Friedhof ist, passt es für mich ja eigentlich. Mach mal doch den noch. Also, habe ich schon dreimal, super, gar nicht gesehen. Egal. Rangsteigerungszauber. Materialholz ist ein Effekt, das ist leider nicht. Oh, das klingt schon mal geil. Leerrüstung ist ganz da, sind leer, als das Angriffspunkte. Falls diese Karte. Also XT7, was? Diese Karten um 80. Ah, weil es C80 ist, okay, deswegen. Na komm, wir nehmen C101. Und Xyz Beschwörung, Freunde. Lautlose Ehre Dark. Danke. Die sagen voll fies. Aber so sind wir halt. Und deswegen greifen wir auch an. Lautlose, wie ist das schon wieder? Lautlose Ehre Dark. Mein Name ist Programm. Und meine Wespe. Victory is our. Yeah, man. Ching, ching. Hast auch geschafft, Freunde. Sehr gut. Mit Treviano. So, nächster Part dann vielleicht das Duell hier. Warum eigentlich nicht? Das will es mehr. Das nächste Mal hoffentlich zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.